Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video, wieder auf meinem TÜV. Und ich kann mal auch komplette Dinge reden, über den TÜV allgemein, über die Freiheit, über das Hobby, über die Kosten. Ihr seht jetzt so meinen TÜV. Wenn ich so denke, ich schätze es gar nicht, aber ich denke, es ist so eine geile Maschine. So eine geile Maschine. Er läuft, er steht da, er wartet zum ballert werden. So eine geile Maschine, er ist jetzt nicht die stärkste, aber wenn du denkst, du musst auch nicht auf dem TÜV. Ich finde jetzt auf dem TÜV kommt es nicht darauf an, die stärkste Maschine zu haben, sondern meiner Meinung nach, man muss den TÜV können fahren, oder? Es bringt nicht, dass du 1000 Maschinen hast und du fährst die ganze Zeit so in der Mitte, Kurve. Das bringt nichts, sondern du hast eine, die kannst fahren, so fährst, zielstrebig, aufs Ziel zu, abschalten, so, fahrst schön aufs Ziel zu. Schaust so und dann wieder raus beschleunigen. Also ich finde 1000er Maschinen, es ist nicht, dass ich jetzt 1000er Maschinen hate, weil ich keine habe, aber ich finde, man muss einfach, es ist schön, alle, die 1000 Maschinen haben, sie können sie richtig fahren, können sie auf der Rennstrecke auch ab und zu ausreizen. Have fun, finde ich cool. Aber alle anderen, dann habe ich lieber nur einen 750er, aber ich kann die 750er fahren, wie weiß ich nicht was. Weißt du, was ich meine? Ist für mich viel mehr wert. Viel mehr wert. Und keine Ahnung. Es ist für mich auch, das TÜV-Fahren, es ist so eine krasse Freiheit. Es ist so eine krasse Verbundenheit mit der Natur. Und du denkst, wo hast du sonst so eine krasse Naturerlebnis? Gut, so krass, wie man mit der Natur verbunden ist, so krass kann es auch unschöne Sachen, Momente geben, gell? Ich weiss noch, ich sage nicht, wer es war, die Person, wenn sie es schaut, weiss, dass es ihre Story ist. Wir sind gefahren und dem TÜV wahrscheinlich der erste Tag, wo die Person auf dem TÜV war, oder der zweite Tag, sind wir in einer Kurve gewesen, und die Person hat in der Kurve nur geradeaus geschaut und ist dann wirklich fast dort reingefahren und hat dann nur wirklich angefangen zu schwanken und alles auf der Straße. Und ich bin dann froh, dass die Autofahrer so aufmerksam sind. Sonst hätte das je nachdem unschön enden können. Und nein, für mich ist das TÜV-Fahren, wenn man es kann, es ist so schön, du bist so mobil. Der Kostenpunkt meiner Meinung nach, wie ich schon 100 Mal erzählt habe, mit Leuten diskutiert habe, der Kostenpunkt meiner Meinung nach, wenn man es richtig macht, ist günstiger als beim Auto. Wenn man nicht die billigste Schrottkarre an Auto hat, ist der TÜV in dem Normalfall günstiger. Außerdem, wenn man eine 1000er Maschine hat, aber ich sage jetzt mal, meine 750er, 3500 oder 4000 Franken gebraucht kaufen. Die Versicherung kostet irgendwie, ich zahle relativ viel, mit glaube ich 370 oder so etwas, 360, 300. Man kann natürlich auch vielleicht auch nur 200 Franken zahlen, gell? Aber bei mir, ich zahle jetzt nur mal den Preis, bist mega günstig. In der Versicherung bist du mega günstig. Der Unterhalt ist normalerweise auch nicht teuer, wenn man nicht, vielleicht kann man es sogar selber machen, gell? Was bei mir wenig ist, leider, aber weil ich auch eigentlich nur immer egoistisch meine eigene Strecke fahre, aber was auch vielmals noch ist Biker unter sich sind so chillig. Also ich habe es nur gemerkt beim TÜV-Dienst, wo ich war, ich das ja vielleicht auch wieder gegangen. Letztes Jahr bin ich nicht letztes Jahr bin ich glaube gar nicht gewesen, nicht am Anfang des Jahres, nicht Ende Jahr, weil einfach das Wetter scheiße war, glaube ich. Weiss ich nicht mehr ganz genau. Aber du merkst zum Beispiel, wie respektvoll. Es kommt ein TÜV entgegen, wir machen beide diesen hier, oder? Also wo hast du, dass dich so grüßt ist? Also selbst im Dorf nicht einmal mehr, dass man sich so grüßt, oder? Also, da ist von Diesel vor mir, das stinkt. Das erinnert mich so an den Traktor von früher nach, das ist, also, ich habe immer gemeint, Diesel sind nur Traktoren und kein Auto, aber irgendwann habe ich das einmal so feststellen, dass es auch Dieselautos gibt. Also, ich habe es schon gewusst, aber ich habe es nie gewusst, welche Auto, aber man schmeckt sie eindeutig. Nein, und das ist ein bisschen das. Also, das TÜV-Fahren ist für mich Leidenschaft, aber auch mit der Natur verbunden, wirklich draussen. Das kannst du sagen, ich bin draussen gewesen, heute in der Natur draussen gewesen. Weil es viele Leute gibt, die immer rumgammeln und bla und ich will nicht raus und ich habe keine Zeit. So, mit dem TÜV eine halbe Stunde heimfahren, bist du in der Natur gewesen. Fertig, weißt du, was ich meine? Darum fahre ich so gerne auch mit dem TÜV. Eine halbe Stunde heimfahren, bist du in der Natur gewesen, bist TÜV gefahren, hast Geld gespart, hast Fun gehabt, hast ein Video können aufnehmen. Also für mich ist das nur von Vorteil. Für mich ist das safe nur von Vorteil, wirklich. Also ich weiss nicht, wieso ich geht, aber es gibt eigentlich für mich
Nichts am TÜV zusätzlich. Jetzt, wenn ich ein bisschen später rauskomme wäre, oder das Wetter nicht so gewesen wäre, wie es im Wetterbericht vorhergesagt hat, das ist also unberechenbar, dann hätte es mir vielleicht reinrechnen. Das wäre zum Beispiel jetzt scheiße gewesen, oder? So wie es reingeregnet hat. Aber sonst, das ist wirklich chillig. Wirklich chillig. Ab und zu nutze ich es auch aus, dass der TÜV einfach keinen Parkplatz braucht, dass du eigentlich überall kannst anstellen kannst. Tue ich ab und zu auch ausnutzen, aber ist wirklich, ich sage es euch, macht das Event. Macht das Event. Solange sie meinen TÜV machen. Aber das ist wirklich mit Vorsicht zu geniessen, das mit dem überall anstellen. Weil ich habe ja euch schon mal die Story erzählt, ich bin in einem TÜV-Garagenparkplatz, habe ich Bus bekommen, weil ich das Auto den TÜV an einem falschen Ort angestellt habe. Aber schlussendlich habe ich erfahren, dass man im ganzen Parkhaus den TÜV gar nicht hätte anstellen. Das ist eine andere Geschichte. So. Nein, das ist so geil, weißt du, weil ich fahre so viel Auto und wenn ich jetzt TÜV fahren kann, wenn ich mich wieder aufs TÜV fahren konzentrieren kann, es ist so nice. Ich habe schon viel erzählt, wie man Kurve fährt. Du musst eigentlich immer so fahren wie das linke Rad, nicht immer. Normalerweise fährst du so wie das linke Rad vom Auto. So, wenn du rechts gehst, wenn du so durchfährst, dann musst du mehr so auf der linken Seite sein. Wenn du rechts rübergehst, wenn du links rübergehst, musst du mehr auf der rechten, also immer gegenüberliegende Seite musst du sein. Fußgängerstreifen, schauen, dass du den Streifen durchfährst, Deckel auch irgendwie ausweichen. Du musst halt immer schauen, wo du das ausweichst, das macht mehr Sinn. Ich würde jetzt nicht rechts ausweichen, wenn da gerade Kinder am Laufen sind. Dann würde ich vielleicht links durchfahren, an irgendwas, egal was. Dass man jetzt nicht zu den Leuten ankommt. Genau, was gibt es noch? Also jeder, der TÜV fährt, dem muss eigentlich bewusst sein, dass TÜV fahren auch wirklich gefährlich kann sein. Es gibt immer viele Leute, die sagen, ja, aber du redest über das TÜV, wie gefährlich. Also muss das schon klar sein. Weißt, muss das klar sein, aber du darfst keine Angst haben. Wenn du Angst hast, dann mit Angst ist nicht gut zu fahren, oder? Wir halten nochmal schnell an, weil ich wollte euch ein bisschen den TÜV von außen zeigen. Bei mir ist es so, also ich will meinen TÜV, ich kann immer wählen. KTM, SMCR immer. Warum? Wegen den Videos, wegen Blackout, wegen Grenzgänger. Und es gibt so viele Leute, die so Sumos haben. Ich hätte das extrem gerne wählen. Habe ich aber mir nie leisten, weil schon braucht die schon irgendwie 6, 7, 8'000 kostet und neu sind 12'000. Und ich habe meinen TÜV immer nur gehabt, weil ich ihn hatte. Ich habe ihn nie geil gefunden. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich finde ihn einfach geil. Er sieht einfach so geil aus. Du hast da das Helmfach. Du kannst da einen Helm nicht tun oder sonst Zeug, das vermisse ich, wenn ich einen anderen TÜV habe, extrem. Du hockst so tief rein. Du hockst bequem. Nicht wie bei der SSR bist du gerade, sondern bist du da rein. Ich finde, das ist mega bequem. So, dann ist der Lenker auf einer schönen Höhe, oder? Oh, shit, jetzt ist ja fast der TÜV umgekippt. Jetzt ist ja fast der TÜV umgekippt. Siehst du, das ist auch ein bisschen so etwas, wo man aufpassen muss. So, er hat jetzt nicht viel PS. Der hat jetzt nicht viel PS, ich habe 55 PS, 750 Kubik. Ist natürlich nicht viel, ist eigentlich sogar, andere würde sagen wenig. Aber ich glaube, ich habe noch nie, also wenn du mit dem TÜV, mit diesen PS und mit den Kubik nicht kannst fahren und irgendwo, siehst du, wie schnell ich jetzt beschleunigt habe, nicht kannst fahren und irgendwo ein Problem hast. Ich sage es dir ganz ehrlich, dann liegt es nicht am TÜV, dann liegt es an dir. Ganz ehrlich, dann liegt es an dir. Weil da musst du eigentlich überall raufkommen. Im schlimmsten Fall, wenn es hoch raufgeht, nimmst du den zweiten Gang. Allerschlimmsten Fall aber, also dann musst du schon so rauffahren und dann kannst du eh nicht rasen. Dann darfst du auch gar nicht rasen, das wäre lebensgefährlich. Also ich finde als ganz normale Nutzung 750 Kubik ist mehr als genug. Und ich sage das jetzt als TÜV-Fahrer, der jetzt schon recht viel, wo schon jetzt auf dem TÜV bin ich jetzt 30'000 Kilometer gefahren. Genau 30'000 Kilometer habe ich jetzt auf dem TÜV gemacht. Ich weiss, es steht 42,6, aber ich habe ihn ja etwa mit 10'000, 12'000. Ich weiss gar nicht viel, dass er ganz genau drauf hat. Ich sage immer 10'000, aber ich weiss es gar nicht genau. Ich weiss es gar nicht. Genau. Nein, es ist... Was ich an meinem TÜV, also ich habe meinen TÜV von 1 bis 10, ich hätte mit 1 verwertet. Ich kann den nie wählen. Weißt, ich habe den ja von dem Fahrlehrer gekauft, beziehungsweise ich habe ihn zuerst gemietet von der Fahrschule und dann hat ihn der Fahrlehrer mir verkauft.
Weil ich gesagt habe, ich kann nicht immer mieten, ich wollte immer fahren. Und das wollte ich sagen. Genau, ich hätte dann mit ganz schlecht bewertet. Weil ich einfach immer gerade, wenn wir sehr gesehen haben in den Videos, und da hast du gesehen, wie krass das so YouTuber, Influencer, also dich beeinflussen. Wie krass. Oder ich bin das Auto einmal gefahren, ich kann mir so sagen, für mich fährt das nicht schön. KTM fährt für mich nicht schön, aber ich wollte es wieder mal fahren. Aber das Problem ist, du darfst nicht verwechseln, du darfst nicht vergleichen. Ich bin den TÜV fahre ich seit 30'000 Kilometern, fahrst du einen anderen TÜV. Insgesamt an der Miete ist vielleicht 100 Kilometer. Also das ist ein krasser Unterschied. Oder